das ein typisch strengen Text vegan, nicht Fisch und nicht Fleisch. Weder die Proprietären noch die Lokatieren als mit dieser Reformchen wirklich geholfen. Aber für allem, es könnt nicht eine einzige Unität weiter auf der Wohnungsmarkt. Wir haben konkret Propositionen gemacht, wo sowohl die Rechte von den Proprietären wie auch die von den Lokatieren ganz entscheidend gestärkt gehen. Für allem aber fordern wir, dass Prorogation legal aufgeschärft wird und das können Contrat à durée déterminée aufgeschlossen gehen. Das gibt den Leerstand, den wir hier feststellen, ganz klar verringern. Weil Leute können für 1, 2 oder 3 Jahre etwas verloren, wo sie wissen, dass sie es später brauchen oder wo sie eine Baugenehmigung werden. Und dadurch, und nicht mehr dadurch, kämen direkt zusätzlich Vernichten auf den Markt. Das Logement 2.0 feiert dazu, dass nach mehr Wohnraum dem freien Markt entzogen. Dadurch gibt selbstverständlich all die Unitäten, die freien Markt sind, mehr da. Feiert also nicht dazu, dass Preise stabilisiert gehen, wie der Minister Cox gemeint hat, mehr am Contraire, sie gehen herab. Die Prozente, die als abordable Wohnraum gekennzeichnet sind, muss ich sagen, dass die Regierung absolut keine Definition davon hat, was sie abordabel findet. Das muss klar definiert gehen. Und dann ist es so, dass die Wohnungen unbedingt müssen als Mietwohnungen auf den Markt kommen, mit reduzierten Loyers. Und nicht verkauft gehen auf Basis von einer Beiamphitheotik, mit einem Verkaufsrecht für Gemeng oder von der Logement, wie das gerade ist, weil dadurch gibt der Gemeng Revenuen gezogen, an denen die kauft, bezielt einfach nur just einen ganz geringen Loyer. Und hat aber absolut keinen Wert, sowohl ob es irgendwie Möbel, als also für einen normalen Mensch, den sich das leisten kann, nicht interessant, aber für Leute, die in einer sozial prekären Situation sind, absolut keine Lösung.